Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Information. Vielen Dank, Bulma. Willkommen zurück, Freunde, zu Dragon Ball Z. Kakarot, wa? Genau, so ist das Teil ja schon wieder, oder das Spiel. Wir haben ja definitiv den Dragon Ball, ich würde sagen, wir holen den direkt mal. Geht relativ lockig und nachher halt weiter mit der Hauptstory, da wir die anderen Sidequests, die wir zwar gemäß unserer Questliste, die eigentlich verfügbar sein sollten, sehen wir zwar noch nicht. Das heißt, entweder kommen die erst noch oder aber ich muss irgendwas anderes dafür aktivieren und hab's schon verpassen und deswegen geht's zurzeit nicht. Aber egal, so haben wir alles noch nach, Freunde. Da ist etwas vom Coolen an diesem Spiel, dass man hier, ja, dass die Entwickler sich gedacht haben, ja, nee, come on. Irgendwie, wenn man eine Quest verpasst und so, ist es immer ziemlich scheiße. Und bei diesem Spiel haben wir ja zum Glück die Möglichkeit, dass man das umgehen kann. So, das ist natürlich am wichtigsten hier. Der restlichen Dinge sind eher egal. So, gut. Ja, ist immer scheiße, wenn man irgendwie eine Quest verpasst und sich dann denkt, oh nein, hätte doch bloß damals das und so gemacht. Aber jetzt zum Glück kann man das ja alles dann auf eine elegante Dragon Ball Art Weise nachholen. So. Hätten wir das? Perfekt. Dann auf zu Gott. Und erstmal Ladescreen, Meister Quitte, Ladescreen Gott, so. Ja, das einzige Negative in diesem Spiel ist, dass keine Open World ist. Aber vielleicht kommt es noch so eine Option, sag ich jetzt mal, oder kein Plan. Dass vielleicht auch die Ladescreens dann relativ oder noch viel schneller gehen, wobei andererseits Open World bei so einem Spiel, weiß nicht, ob dann vielleicht die generelle Game-Performance darunter leiden würde. Das könnte ja auch sein. Oh, warte mal, noch eine Erinnerung. Eine Erinnerung! Schuhe einen Teil seiner Kleidung aus. Insgesamt mehr als 100 Kilo wiegt. Ja, ja, beschwerte Kleidung oder wohl eher erschwerte Kleidung. Piccolo ist da, wo ist Mr. Popo? Popo! Piccolo さん、ちょっと相談があるんですけど。相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人の姿のままでいるんだ？うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行を続けたいんです。孫の死に責任を感じているのか？それもあります。でもこれからは僕が平和を守っていかないといけないと思います。だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんです。なるほどな。どうやら俺が気をもむ必要はなかったようだ。え？倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。しばらくは油断できないと考えていた。もしセルが蘇ったり新たな人造人間が現れでもした場合、勝てるのはお前だけだろう。だからお前が気を抜いているようなら勝つでも入れようかと思っていたところだが、その必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか？ただスーパーサイヤ人の状態でいるだけではないんだろう。それがまだいい方法が浮かばなくて。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか？お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕では得られないだろう。だが心の強さは別だ。心の強さですか？孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。しかしご飯、やはりお前は
まだまだ甘さが残っている。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったらセルを自爆させることもありませんでした。でもどうしたらいいんでしょう。そうだな。これは劇薬かもしれんが、ベジータと修行してみてはどうだ。奴ほど甘えに厳しい男はいない。他人だけでなく自分にもな。もしかすると奴との修行から何かヒントが得られるかもしれん。わかりました。ベジータさんに手合わせを頼んでみます。Sagt Gohan jetzt noch etwas? Oder okay, gut. Ja, wenn man natürlich den Anime und den Manga kennt und weiß, wie es nachher weitergeht, fragt man sich ja schon, wie dieser Son Gohan hier nachher zum Son Gohan der Zukunft wird. Fragt man sich mal so. Können man sich jetzt eigentlich so primär aktuell nicht wirklich vorstellen. Aber vielleicht ist da irgendwas, was noch kommt, was wir bisher noch übersehen haben. Wer weiß. So, also Capsule Corporation. Ich gucke gerade mal in den Sidequest. Nö, nirgends. Wir können ganz kurz nach Ingwerstadt gehen, denn dort haben wir einen weiteren Dragon Ball und von dort aus direkt zur Capsule Corp. Gut, eigentlich kann ich es ja auch erzählen, weil ganz ehrlich, wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht irgendwie Dragon Ball Z kennen, auch die Buu-Saga und so. Also ich glaube, Spoiler, gespoilert wird es vermutlich zu dem Zeitpunkt noch gar keiner war. Nämlich von uns halt eben, wir wissen ja, wie Son Gohan als Erwachsener wird, also nach dem 7-Jahres-Timeskip, der nach diesen Sidequesten so weiter und so fort ja kommen wird. Beziehungsweise zu Beginn der Buu-Saga halt, dann 7 Jahre. Und da fragen sie halt schon, wie geht das überhaupt, dass Son Gohan, der jetzige Son Gohan, nachher als erwachsener Son Gohan dann eher, naja, ich irgendwie dachte, oh, Training, nö. Ist doch doof. Sag mal, wo ist hier der Trainingsspot? Ich suche gerade. Hä? Bin ich doof? Ah, da. Mann, oh Mann. So. Mal gucken, wir wissen ja noch das geführte Masenko. Wo ich gesagt habe, kosten zu viele D-Medaillen, deswegen lieber noch nicht. Aber eigentlich könnte man es einfach mal machen. Damit man es einfach mal gemacht hat. Ui, war zu nah dran, krass. Der kleine Gohan kann Team Gohan noch irgendwie... Okay, gut. Das ist manchmal schon witzig, weil man so sieht, die können echt noch Schaden machen. Die sind doch viel zu schwach. Eigentlich. Nö, daraus wird nichts, Piccolo. Das versuchen zwar und treffen mich ja auch, aber viel Schaden machen sie auch nicht. Ah, da schon wieder. Ja, mag ein großer vor, mag ein großer vor. Tschüss. So, Piccolo, nur du und ich, was? Komm, komm. Mach schon Gohan, Mann. Teilweise. Kamehame, ha!
aber leider die richtig geilen Moves fehlen Guan leider schon noch. Das ist leider so. Da haben wir es, das geführte Masenko. Die Frage ist bloß, bringt es überhaupt groß etwas? Okay, dann kurz mal Level up. Geführtes Masenko, ja, ich meine, ist es unbedingt stärker als das aktuelle? Ich mir auch noch, wa? Das ging, glaube ich, erst später, kann das sein? Die Fähigkeit, das war der genau. Das ist auch so etwas, dass man das Team Guan nicht nutzen kann. Nö, da muss erwachsener Guan sein, damit das geht, weil alles andere macht keinen Sinn. Dann denke ich mir auch so, okay. Geführter Masenko, verbesserte Art des Masenko. Verfolgt den Gegner, ja gut, man kann. Nein, so gut das eigentlich nicht machen. So. Und hier aber trotzdem schnell vor der Kiewelle bitte. Dann gucken mal, ob das ihnen was bringt, wa? Transformation, auch alles super. Haben wir noch irgendwie etwas zum Upgraden? Das Einzige, was noch offen war, war ja tatsächlich für den Masenko. Jetzt kann er aber auch Stufe 2 erlernen. Stufe 3 geht sogar auch. Boah. Also die Frage, bringt es wirklich? Oder auch nicht. Wir können mal die Super Saiyan Form ein bisschen trainieren. Alter. Das ist schon krass. Super Saiyan 2 Stufe 3 hat den gleichen Effekt wie Ultimate Gohan. Mit dem mächtigen. Okay. Ich nehme an, dass die Formen, also die hier natürlich auch durch Level-Ups zu erreichen dann sind, sobald es soweit ist. Gut. Ja, eigentlich wollte ich ja einen Dragon Ball holen. Bevor ich mich hier ablenken ließ. Nachher direkt zu Vegeta und mal gucken, ob der überhaupt Bock hat, mit uns zu kämpfen, zu trainieren. Ich bin nämlich noch nicht so sicher. So kurz warten, bis er da. Ja. Ja, Mann! Nein! Der andere, ihr wollt den anderen noch! Komm schon! Boom! Der dritte will nicht. Ja, wer hält's länger aus, wa? Ja, komm, dann kommt halt. Der Schaden hält sich jetzt in Grenzen. Vielleicht sowieso erst einmal die Drohnen platt machen. Was? Wie ist die jetzt ausgewichen? Tun erstmal gerade auch. Und weg. Kumpel, so geht das. Da war noch einer. Nö. Wo kommst du bitte her? Verfolgungs-Masenko, was gar keinen Schaden mehr macht. Was zum Henker? So viel zum Verfolgen. Er macht echt wenig Schaden. Schade eigentlich.
Das hoffe ich auch, dass sich die ganze Mühe überhaupt auch lohnt. Aber warte mal, ich müsste jetzt mit dem Level-Up wieder relativ nahe sein. Gut, sagen wir 3 Kämpfe. Oder vielleicht sogar der mit Vegeta wird sogar reichen, weil ich so einen Story-Kampf. Die geben in der Regel sowieso ein bisschen mehr. Okay, dann schnell zur Capsule Corp. 賑やかそうな街だな。 Ja, warum auch nicht? Die feiern ja auch ihren Helden, Mr. Satan, Satan. Und was ist eine andere Stadt? Weiß gar nicht mehr. Egal. Stimmt eigentlich, welche von diesen Städten wurde oder wird eigentlich nachher zu Satan City? Man weiß es nicht. Nein, nein, man weiß es nicht. Doch, man müsste eigentlich schon. Man könnte es eigentlich denken, aber ich kann es gar nicht. Oh. Oh. Nimm ich. Ja, ich will sie gerne betreten. よし、ベジータさんのところへ行こう。 Die Frage ist bloß, wo ist er? Tja. Oh. Ah. Noch 手合わせをお願いできませんか。お父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから。僕はもっと強くならなきゃいけないんです。お父さんの代わりに僕が平和を守っていかなくちゃいけないと思うんです。ふざけるな。カカロットが死んだのが貴様のせいだと。カカロットの代わりだと。うぬぼれるのもいい加減にしやがれ。え、そのクソったれが。もう戦わんつもりだったが気が変わった。 Ah, so geht's natürlich auch. Ich meine, es gab dann einen Film, Super Saiyajin Gohan, wo ja Bojack aufgetaucht ist und dafür eine Randale gesorgt hat. Da hatte Vegeta einen anderen Motivationsgrund, aber okay. 貴様がカカロットの代わりになれるのか確かめてやる。Super Gohan gegen Super Vegeta. 夏のパワーはそんなもんじゃなかったぞ。この程度でビビるんじゃねえぞ。 Weil so schlecht stelle ich mich gar nicht an. Und das mal kurz erwähnen darf. Mach ich. Der zweifache Super Saiyajin. Du hast keine Chance, Vegeta. Du bist viel zu schwach. Ups.
ジータさん。なんでもない。もうやめだ。 Würde ich auch sagen. Und Level Up. セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜きやがったな。 Nur leicht. そんなことは。貴様みたいな甘ったれがカカロットの代わりになどなるか。クソったれ。ベジータさんの言う通りだ。お父さんの代わりだなんてうぬぼれてた。もっと自分を見つめ直さないと。もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行を続けよう。こんにちは。 Wobei eigentlich wäre es logischer, wenn er zum zweifachen Super Saiyan werden würde, um sich an die Form zu gewöhnen. Das wäre ja eigentlich das, was in der Hinsicht jetzt logisch wäre. Dende, bist du das? Was ist los? Ja, kannst du zu Gottes Versteck kommen, wenn du Zeit hast? Ich war doch gerade eben da. Oh Mann, Freunde, wir sind immer noch der Botenjunge für alles und jeden. Mann, oh Mann, gut. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht bis dahin noch 1, 2 Dragon Balls sammeln. Viele wählen ja eigentlich nicht mehr oder machen sonst etwas oder so. Oder gehe hier in den Buggy-Trainingsraum und lasse das Spiel wieder crashen. Kein Plan. Bis nächstes Mal. Bye, bye.